Johann Barse ist da. Jetzt geht's los mit den Glaubensfragen. Die einen glauben, man muss das Fleisch marinieren, bevor man es grillt. Ich glaube das Gegenteil. Das Fleisch muss von Haus aus schmecken. Und warum soll ich da mit einer scharfen Marinade oder was einen anderen Geschmack aufbringen? Die einen mögen Choichu, das ist eine Kuhoma, lang abgehangen, sehr intensiver Geschmack. Hier haben wir eine Ferse, das ist genau das Gegenteil. Das ist eine junge Kuh, die noch nicht geschnackselt hat. Und davon das Ribeye, man sieht ganz schön das Auge, den Fettkern, und das ist ein Allgäuer Weiderind. Und ich glaube, ein schönes selber gemachtes Kräutersalz mit viel Pfeffer drin, das gibt der Geschichte einen guten Geschmack. Und man muss nicht ewig lang einwirken haben lassen, das Salz. Wie gesagt, das Fleisch muss selber schmecken. So, hier haben wir einen Lavasteingrill. Da kommt die Hitze schön in Ruhe von den Lavasteinen. Aber da gibt es genauso wieder die Glaubensfragen. Die einen sagen Holzkohle. Jeder nach seiner Fasson. Hier haben wir ein bisschen einen Rauchgeschmack mit drin, bei der Holzkohle sowieso. Der das nicht mag, der nimmt einen Plattengrill. Geht genauso. So, jetzt brauche ich auch die Zange. Ihr wisst ja, dann steht man ein bisschen weiter von der Arbeit weg. Und gut ist. Und jetzt brauchen wir bei so einem Stück Fleisch, das 400 Gramm hat, Zeit und Ruhe. Kleines Bier dazu. Super. Also nicht zu heiß braten, oder was? Wenn es noch nicht weggeht, dann passt es noch nicht. Wenn es noch angelebt, dann passt es noch nicht. Und das darf man ruhig 3-4 Minuten auf jeder Seite braten und dann an die Seite stellen, damit schön in Ruhe durchzieht. So, und wenn das Fleisch jetzt schon angebraten ist, geben es wir an eine kühlere Stelle von unserem Grill und decken es schön zu und lassen es ruhen. So wie der Papa nach der Arbeit am Sofa ein bisschen ruhen muss, muss auch das Fleisch ruhen, damit sich der Saft innen wieder sammelt, dass nicht alles gleich ausläuft. Ja. Ta. Schon aus mit dem Ruhen. Wie in der Küche, wir haben unsere Finger. Wir probieren da, wenn es da ein bisschen nachgibt, dann ist es gut. So. Und jetzt schneiden wir mal die Geschichte an und schauen mal, was wir praktiziert haben. So, und so mögen das wir in der Küche. Saftig, geschmackig, einfach gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Servus beieinander. Und immer aufpassen, was Neues gibt.